Onse Jeschicht. Dit is de Jeschicht van de Oldkolonie Mennoniten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico omsiedelden en van de Aufschnitt verhandelt George Rampel, de schrijver van de Geschicht, meer van wat de Mennoniten die teruggekomen zijn naar Manitoba, Canada, nu doormerken. Je hoort dat hier wieder Breakradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hen Rampel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 84. Letztes Mal hat wir noch gerade gesagt, dass wir uns was davon vertalen wollen, wo unsere Träg nach Manitoba gekommene Mennoniten sich hier zurechtfinden in ihrem wirtschaftlichen Leben. Nu vertalen wir erst noch mehr davon, und dann wollen wir uns was vertalen von den verhältnismäßig wenigen von Mexiko nach Saskatchewan gekommene Mennoniten. Die mennonitische Familien, die nun mal von Kanada nach Mexiko trocken, die haben in Kanada sozusagen alle auf mennonitische Kolonien in ein mennonitische Dörfer gewohnt. Und die wären in Kanada auch sozusagen alle vor mir gewesen. Und die wohnten in Mexiko auch auf mennonitische Kolonien und wären da am Anfang auch sozusagen alle vor mir. En lang immer weer dat in Mexico immer so, dat de Oldkolonie blijven zullen, dat de Sommerfelder blijven zullen, en dat Kleingemeente blijven zullen. Aber dat wordt in Chihuahua met de tijd ganz anders. Besonders befrieden zich van de 1960er jaren aan immer noch mehr Oldkolonie met Kleingemeente. Zodat, wenn wir nu van terug naar Manitoba gekommene Mennoniten reden, dann können wir nicht mehr unbedingt unterscheiden, wo eine Familien von welchem Hintergrund sind, Oldkolonie, Kleingemeinde oder Sommerfelder. Wenn die viele in Manitoba wohnenden Nachkommen von den damals aus Kanada ausgewanderten Mennoniten hier auch nicht dort Verrecht haben, vor mir zu sein, so als ihre Väter dort zu ihrer Zeit hier hatten, dann haben die meisten von uns dort hier aber doch gelehrt, auf verschiedene andere Wege einen bedeutenden Beitrag zu machen zu der Manitoba Economy. Viele von unseren Menschen tragen hier viel zu der Economy und zu dem gesellschaftlichen Leben bei durch ihre eigenen Fabriken oder andere Geschäfte. Und viele andere durch ihre Berufsarbeit als Schullehrer, Doctors, Nurses Aides, Buchführer, Salesman, School Textbook Editor, Personalmanager, Pastoren, Predikers, Youth for Christ Arbeiter und Gesellschaftsarbeiter, Social Workers und auf verschiedene andere Wege. Aber wie die meisten von unseren Lied merken ihren Beitrag zu der Manitoba Economy als Arbeiter in den vielen verschiedenen Fabriken, Handelsgeschäfte, Altenheime und verschiedene andere Institutionen. Sehr viele von unseren frühesten Merkens tun sogenannte Homecare-Arbeit, viele andere merken Hiesereien. Ich glaube, dass es bemerkenswert, wo die zurück nach Manitoba gekommenen Mennoniten dort gelehrt haben, sich hier in Manitoba so zu integrieren und nützlich zu merken, dass sie ein wichtiger Part von dem allgemeinen wirtschaftlichen Leben geworden sind, wo sie eher praktisches und die Familienform schon gelehrt weiten zum allgemeinen Nutzen anwenden können. Und dort ist lohnenswert. Die viele von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Manitoba gekommenen Mennoniten haben hier nicht ihre eigenen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden gegründet, so als die zurück nach Ontario gekommenen dort haben, aber die haben dort meistens verstanden, sich hier in die vielen mennonitische Kirchen oder auch in nicht-mennonitische Kirchen zu integrieren. Und wenn wir hier auch zu viele verschiedene Gemeinden gehören, haben wir dort meistens aber gelehrt, uns zu werden gegenseitig anzuerkennen. Ich glaube, die meisten von uns zurück nach Manitoba gekommene Oldkolonie, Sommerfelder und Kleingemeinde haben dort hier viel besser verstanden gelehrt, was das meint,
wann wir in unserem Glaubensbekenntnis und wir in unserem über 200 Jahre alten Katechismus fängen und meist alle auch auswendig gelehrt haben, sagen, ich glaube an eine allgemeine christliche Kirche, der heilige Ehre Gemeinschaft. Und dort glaube ich, es mehr als lobenswert. Dort ist eine direkte Antwort zu unserem Heiland seinem Gebet, wenn er in Johannes 17, Vers 11 sagt, Heiliger Vater, erhol dich in deinem Namen, wo du mir gegeben hast, dass sie eins sind, so ist du und ich eins sind. Jo, wie von Mexiko zurück nach Manitoba gekommene Oldkolonier, Sommerfelder und Kleingemeinde, die wie dort in Mexiko so gewarnt wären, dort wie in aufgeschlossenen Kolonien in Darpa wohnten, und dort größtenteils unsere eigene wirtschaftliche Autonomie hatten. Wir haben uns hier in Manitoba, was uns geistliches Leben anbelangt, an die viele verschiedene mennonitische und nicht-mennonitische Kirchen angegliedert. Und was unsere Arbeit oder uns wirtschaftliches Leben anbelangt, haben wir uns hier in dem großen manitobischen Wirtschaftsleben voll und ganz integriert und merken so unseren, ich glaube, angesehenen Beitrag zu der kanadischen Ökonomie. Aber bei all diesem haben wir hier in Manitoba und auch in Ontario meistens noch unsere Identität geholt. Das heißt, wir fühlen meistens noch einmal miteinander eng verbunden. Und das ist nach meinem Verholen auch lobenswert und wundervoll. Die meisten von uns fühlen uns auch immer noch verbunden mit unseren Verwandten und Freunden in unserer alten Heimat. Wir vermissen noch immer das Positive und das Wertvolle an einem Darbs- und Kolonisleben. Und wir gleichen dort meist alle können wir dann noch mal zurück nach unserer alten Heimat heimzufahren und dort unsere alten Freundschaften zu erneuern. Und dort ist, so ich dort sei, auch wundervoll und lobenswert. Aber dort bei dem nach Mexiko oder auch noch andere Mädel in südamerikanische Länder heimfahren, auch manchmal ein bisschen unangenehme Ereignisse oder Erfahrungen geben. Wenn wir zum Beispiel mal nach Mexiko fuhren, dann kann das mit mexikanischen Grenzbeamten oder Kontrollstädtbeamten manchmal so ein bisschen unangenehme Begegnungen geben, besonders in den 1960er und 1970er Jahren. Davon können einige von uns viele verschiedene Geschichten vertellen. Aber ich will hier bloß von einer so einer Begebenheit kurz vertellen. Meine Frau und ich mögen uns 1974 nach Chihuahua, Mexiko, zu Susanna ihrem Vater seinem Begräbnis zu fahren reit. Und als einer von meinen Brüdern dort antwortet, dass wir nach Mexiko fahren wollen, dann sagt er mir, dass einer von seinen Freunden am Gerät verteilt hat, dass er für wenige Tage in Chihuahua gewesen wäre und dass die mexikanische Beamte nicht auf der Grenze in Juarez, aber bei der Kontrollstelle, bei dem Checkpoint, bei Kilometer 28, sich so gedonen haben, als wenn jeder Ausländer, jeder Tourist geimpft und angespritzt worden muss, ehe er noch wieder in Mexiko hineinfahren darf. Wir hatten noch 4 Mitfahrer und wir fuhren sehr bosig durch die US, aber ich sehe meine Frau und auch unsere 4 Mitfahrer nicht von dem geimpft worden sollen bei Kilometer 28 in Chihuahua. Aber ich hatte mir dort auf dem langen Weg durch die US beim Fahren all gut durchgedacht, wo ich dort handhaben will, wenn diese Frau dort wirklich abkommen würde. Auf der Grenze in Juarez schafft alles gut. Da hatten wir ohne besondere Schwierigkeiten in kurzer Zeit alles geregelt. Und wir fuhren dann durch Juarez, wo die Kontrolle steht, der Checkpoint, bei Kilometer 28. Und als wir da ankamen, oder angekommen wären, dann hielten wir da selbstverständlich an. Aber ich habe meine Frau und auch unsere Mitfahrer noch einmal nichts gesagt von den mexikanischen Beamten ihrem nächsten Trick.
von ihrem sich so stahlen, als von jeder Tourist geimpft worden muss, ehe der in Mexiko fahren darf. Ich nehme einfach unsere und all unsere Mitfahrer ihre Papieren mit und ging ganz allein an das kleine Kontrollsteht Checkpoint Hüschen nennen und ich sehe und weiß den mexikanischen Beamten, dass wir in Juarez auf der Grenze alles geregelt haben. Aber das Mann krieg von unter seinem Tisch eine große, dicke Spritz mit einer sehr dicken Notelfeer. Kriegt so eine Spritz, ein Notel, als ich in Mexiko immer gebraucht habe, um Rinder und Piet unterspritzen. Und er lädt diese Spritz ganz langsam auf seinen Tisch ab und fragt mich dann die an, den unsere Papieren durch seinen, hast du nicht bewiesen, dass er mitgebracht, dass die Grenzbeamte in Juarez hier alle geimpft oder eingespritzt haben? Und ich beantworte diese Frau mit einer Jähenfrau. Ich frug dem sehr ehrenstickenden, sündlichen Titel ganz anschuldig. Sollen die Grenzbeamte dort gedonen haben in Juarez? Und das stramme Beamte sagt in sehr ernstem Ton, jo, auf jeder Grenze steht, wo Menschen von anderen Ländern in Mexiko hinkommen können, da müssen alle Reisende, alle Touristen geimpft worden, ehe die in uns Land hinfahren dürfen. Und auf diese Erklärung kann, stelle ich mich so, als wenn ich zurückkommen will, und sehe dann zu den Beamten, wenn die Grenzbeamte in Juarez uns haben impfen gesollt, dann waren die dit mal dort auch down. Wir fahren Fußträg nach der Grenze hin und merken die dort down. Aber dann sieht das Mann ganz höflich, träg nach der Grenze fahren, braucht jeder nicht. Er nimmt weiter die große, dicke Spritz mit der dicken Nadel in seiner Hand, offensichtlich zu mir so ein bisschen ängsten, und sehe dann, dort sind wir hier. Wenn die Beamten auf der Grenze dort vergeten haben zu daunen, dann do wir dort hier. Aber dann sehe ich noch entschiedener an. Diesmal waren die Grenzbeamte dort nicht mit weggekommen in Juarez. Dort wo wir die Wiesen. Das sind mal bloß 28 Kilometer bei der Grenze zurückzufahren. Wir fahren nu kurz zurück dahin und merken die Männer uns voll und ganz bedienen, sodass die dort schuldig sind zu daunen. Und als das so weit gekommen wäre mit unserer Verhandlung, und ich mich so stahl, dass wenn ich dort so meint, dass wir zurück nach der Grenze steht und Juarez fahren wollten, dann kam ein anderer sündlicher Mann aus das andere Stoff gerührt, dass wir vergeblich der Hecherbeamte, und die frug in sehr ernstem Ton, am Wort handelt sich dort hier recht. Und der Unterbeamte, wenn er mit mir versucht zu verhandeln, die antwortet dem sogenannten Hecherbeamten so: Oh, die Grenzbeamte in Juarez haben mal weiter nicht ihre Arbeit in Fall getan. Die haben diese Koffer Menschen alle nicht geimpft, ehe sie die wiederfahren leiten. Und dann sagt der Hecherbeamte zu dem anderen deiner, weißt du dort noch nicht? Dort Touristenimpfen auf den mexikanischen Grenzen habt ihr all 2 Werk nicht mehr gebraucht. Und dann checkt der Unterbeamte den Hecherbeamten sehr ernst an und sagte an, na wo hat mir dann, but nu kein Mensch was davon gesagt. Und dann dreht er sich weiter nach mir und sagt in sehr höflichem Ton, dann darf ich nu ruhig fahren. Habt eine gute Fahrt. Als wir dann von Kilometer 28 wiederfuhren, dann vertalte ich meine Frau und der andere Feuermitfahrer, dass die Checkpoint-Beamte eine sehr große, dicke Spritz mit einer sehr dicken Nadel auf seinem Tisch hat gelegt und sich so gestaltet hat, als wenn er uns alle wird impfen müssen, ehe er uns kann wiederfahren lassen. Und mal erst dann sehe ich unsere Mitfahrer dort, dass mein Bruder mich, ehe wir von Mexiko aufgefahren wären, all dafür gewarnt hat, dass die mexikanische Beamte bei Kilometer 28 in der letzten Tag diesen Trick gebraucht haben, zum Geld aus den Touristen rüberzupressen. Die große Spritz mit der dicken Nadel wäre offensichtlich dort durch, dass die Menschen sich für ihn geimpft worden wären sollen, so dass Touristen an mit viel Geld sollen bekämpfen wollen, dass sie an ohne geimpft zu worden sollen fahren lassen. Aber weil es mir dort vorher gesagt worden wäre, was die mexikanische Beamte ihr nächster Trick wäre,
om de mensen naar wijs merken om geld uit anderen te praten, had ik ditmaal einen trick uitgedacht en den erfolgreich gebruikt om de Mexicanische Beamten te uitsmarten. En nu willen we ons wat vertalen van de verhältnismäßig wenige van Mexico naar Saskatchewan teruggekommene Mennoniten. We hadden allemaal daarvan gereed dat de meeste van de 27 Beichtholer-families waren am 16. Dezember 1922 van Herbert Jayent en Saskatchewan naar Chihuahua, Mexico uitwanderden en daar bij Milpillas, een beetje zuidwesten van Onse Jeschicht ansiedelden en wenige jaren terug naar Saskatchewan gekomen waren. De meeste van deze families trokken waren aan de Herbert Jayent naam. Wo den aankomen in Canada van daar wonen, daarvan weet ik zeer weinig. Ik verzocht een paar jaren terug nog eenmaal van einem Gedicht, wo als een Jugendlicher, Teenager mal van Onse Jeschicht Chihuahua terug naar Canada gekomen weer en nu in Marden, Manitoba woont, of die mij de Geschichte van de Beichtholer naar Mexico uitwanderen en van daar terug naar Canada komen vertalen kon. Aber des man will mir nicht viel davon vertalen. Seht einmal weiter, mein Denken ist all nicht gut genug dazu. Ich will die nicht was vertalen, was vielleicht doch nicht stimmen wird. Was vielleicht doch nicht ganz so sein wird. Von der Heegreserve von Saskatchewan naar Durango, Mexico uitgewanderde oud-koloniale families kwamen ook al aan de eerste jaren adelige families terug naar Canada. Einige families wären dort noch mal adelige Monaten geweest, wat sie sich daaraan einig geworden wären, dass sie dort nicht wohnen bleiben wollen. Und wenn so eine Familie terug naar Saskatchewan kamen, dann trokken die hier meestens weiter auf de Heegreserve en de Darpa in. Wir hadden uns auch allemaal eier gesagt, dat meeste half van de oud-koloniale families op de Swift Current Reserve in Saskatchewan wohnen blijven, als ihre ganze Leidenschaft mit über der Hälfte Families, über 2000 Seilen und 13 gecharterte Zieh von dort nach Chihuahua, Mexiko uitwanderten. Und wir haben auch al einmal gesagt, dass auf der Swift Current Reserve keine neue oud-koloniale Gemeinde gegründet worden wäre, nachdem ihre ganze Leidenschaft und dat geratste Port Gemeindenglieder von dort weggetrokken wären. Und vielleicht wäre dort Krieg da wären, dort waren von den Swift Current Families, die da von Mexiko terug nach Canada kamen, meestens nicht terug naar de Swift Current Reserve in Saskatchewan trokken, buiten vielleicht wat von den ganz ersten Families, die von dort terugkamen. Die Swift Current Reserve existiert noch mal von 1905. Und auf dieser Siedlung wohnten bloß Oud-Kolonier. Aber die ganze oud-kolonische Leidenschaft wäre von 1922 bis 1927 mit dieser Reserve erüht und nach Chihuahua, Mexiko getrokken. Und die teruggebliebenen Oud-Kolonier wären auf der Swift-Current-Siedlung ganz ohne Leidenschaft. Kein Prediger, kein Vorsteher, kein Waisenmann, aber kein Waisenvorsteher und kein Brandvorsteher wir durchgeblieben. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir von, wo die auf der Swift Current Reserve gebliebene oud-koloniale Gottesdienst pflegten, wann all ihre Oms nach Mexiko getrokken werden. But nächstes Mal, ich sehe George Rampel.